Joel, Robin? was ist dein sexiest Kleidungsstück? Uh, also das ist ein Stück Innerwäsch, eng Jockstraps. Die hat so ein Rebo-Band, wo sie um Kippe lädt. Und ich sehe gut dran aus. Das glaube ich, damn. Aber das ist dein sexiest Kleidungsstück. Dummer sind ich ehrlich überfordert. Du fallen mir viele Sachen an gut nicht an. Das heu aus Maybe sagst. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Dann willkommen zu einer neuen Episode Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Und zu einem Körper gehört meistens an ganz viele Fälle auch Kleidung, die in den Körper kann undoen. Und wir schwätzen heute darüber, was den dann sexy es undoen kann als Kleidung. Allerdings werden wir als Haut ob Kleider, die nur Bausse gesagt am normalen Leben oder am Alltagsleben fokussieren, weil über Innerwasch, über sexy Innerwasch, gibt es schon eine Episode, das ist die Episode Nummer 66. Das heißt, wenn das dich auch interessiert, dann lauscht nur dieser Episode ganz gerne daran. Genau, wir verlinken die dann innen drin. Aber vielleicht fängt man an mit der wichtigsten Frage, dem Ganzen. Was Kleidung ist, wissen wir ja hoffentlich alle Guten, aber was ist da sexy? Ja, das ist für was ich mal am Intro die Frage nicht wirklich beantworten konnte. Die Definitionen, die ich online gefunden habe, wenn ich online noch sexy googelt, ist oft, dass es entweder erotisch oder appealing, das heißt unzähend ist. Das heißt, dass es irgendetwas an einer anderen Person auslässt. Was eine ziemlich breite Definition ist. Weil Guen auf vier Liften sind ziemlich verschieden und ziemlich individuell. Und ich meine, sexy heißt ganz viel für ganz viele verschiedene Leute. Das stimmt ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass wenn man so googelt, was dann sexy Kleider sind, dass es dann ganz oft darum geht, was Männer sexy fanden. Also es gibt ja den Begriff vom Male Gaze, den ich so aus dem Film oder der Filmanalyse kennt, wo es dann halt darum geht, dass meistens, aber nicht immer, den weibliche Körper halt dann so fotografiert, gefilmt, durchgestaltet, dass es soll für Männer, Schulen am uncis hetero Männer sexy soll sein oder unzähend soll sein oder erotisch soll sein. Ich denke, das ist bei Kleider am Mainstream oder was die meisten Leute verstehen, wahrscheinlich auch so. Auch wenn ihr noch sexy Kleider für Männer sicht, dann könnt ihr ganz sehr an so eine Kategorie von schwuler Fetischkleidung, das heißt, da geht es darum drin, dass Männer sollen andere Männer gefallen. Ja, ich fand, was auch da interessant ist, dass die Sachen, von denen du sexy Kleider siehst, auf niemands viel Haut weisen. Nicht immer, mehr oft. Und dass es so mit so Undeutungen spielt, dass gewisse Körperteile zum Beispiel nicht mehr ganz knapp verdeckt sind. Zum Beispiel etwas, was ich auch persönlich immens reizend fand, sind so Rack und Jippe mit so einem heißen Schlitz an der Seite. Was auch meine Stimme spielt und dem Dinge von, okay, gib lo ein bisschen etwas bewegen, gib ihn viel mehr entdecken. So. Und für mich persönlich ist sexy so etwas, was eine gewisse Reiz hat, wo ich will mehr wissen. Wo ich so so, okay, wenn ich lo mit der Person gebe Sex und so, ich gebe mich freuen für den Reiz, den die Kleidung undeutet,
weiter auszuforschen an dem dann not zu gehen. Da tut doch manchmal ganz viel mit auch Femininität zu dienen, weil Frauen einfach viel mehr sexualisiert sind und Frauenkleidung auch oft mehr sexualisiert ist und mehr Körper betonend und irgendwie geht es, also ich habe mich auch selber gefragt, okay, was sind Kleider, die ich Männer sexy fanden, war das, was ich am Kopf habe, wenn ich an sexy Kleider denke, wenn ich an Männer denke und du habe ich nicht ganz viel, weil man da einfach nicht so oft Gewisse kriegen, weil es nicht so viel gibt, außer an der schwuler Fetisch sehen. Ich meine, es gibt eine Kategorie von Kleidung, die ganz oft bei Männern, aber nicht just bei Männern, als sexy gilt, wo am Anfang dann aber nicht so viel weiß oder vielleicht nicht in Richtung Fetisch geht, an das sie so Kostümer, so in Hirn oder ja, halt einfach so Business-Kleidung, aber oft dann halt auch am schon halb ausgedonen oder halt ein Open-Hirn oder et Krawat schon irgendwie locker. Durchgefühl, da geht es ganz oft dann, dass das so mit Sexiness verbunden wird. Was wahrscheinlich auch wissen, ob sie weiß Gesellschaft aussieht, weil das ja oft dann mit Mursch, dann mit so verbunden ist, halt sich können so unzudoen. Ja, absolut. Ich denke, dass die Sexiness ganz viel mit Status da verbunden ist. Anders einfach eine Person an einem Kostüm, vor allem ein Mann an einem Kostüm, einfach einen immensen Eindruck mischt. Gerade wenn er sich nicht in ganz vielen anderen Leuten Kostüme bewegt, weil er dann einfach so raussticht, aber gesellschaftlich eine immense Konnotation damit tun von Succès, an Murcht, an Suen, an die Person als etwas. So. Aber ja, du hast recht. Das gesagt ihn öfters. Was ich interessant fand, wo ich so drüber nachgedacht habe, was gilt eigentlich als sexy, als ja oft, dass das dann halt, wie du schon siehst, dass den viel gesagt, dass das relativ eng Kipper betont ist, dass das eng ist, aber auch, dass das oft kurz ist. Da das dann aber bei Männern ist da verpönt. Also wenn ich so an Kurzboxen denke, dann habe ich das Gefühl, dass all Sommer irgendwie eine Diskussion auf Social Media gibt, ob Männer dürfen Kurzboxen und oder nicht. Oder ob das ganz schlimm ist, wenn ihnen irgendwie horisch Bein gesagt. Sandalen ist noch so ein Thema, was auch noch dabei kommt. Das feiert das ein bisschen bei so die Diskussion, wen darf sich überhaupt in dieser Gesellschaft wie präsentieren, an wen darf Haut weisen, an wen darf sich sexy umtun. Was man dort direkt an den Kopf könnt, ist dem Sam Smith, sein neues Musikvideo. Für die Person vielleicht nicht kennen, Sam Smith ist eine Person, die Musik mischt. Und die Person ist nicht binär, aber benutzt am Englischen they them Pronouns. Und hat ein neues Musikvideo rausgebracht, an der Sam Smith mit ganz viel Haut zu gesehen ist. Und ich finde das Video mega fand und auch ziemlich sexy. Aber das Video kommt auch aus der queerer Community immens viel Backlash, weil Sam Smith nicht eine übergewichtige Person ist und nicht ausgesagt wie die Leute, die man auf den großen Runways, auf den Modeshows von dieser Welt gesehen. Und ja, das wird einen immensen Backlash ausgelöst und immens viele Leute waren immens fettfreundlich und auch in der queeren Community. Und Sam Smith gouf immens Ruf gemacht, die Leute sagten, das ist eklig, das will doch keiner gesehen. Und ich meine, da sind auch bei sexy Kleider Sachen, die manche Leute als immens sexy gesehen, wie zum Beispiel Crop Tops oder Leggings, bei zum Beispiel schlanken Frauen gehen Leggings und Crop Tops oder sie man sexy gesehen. Und bei mir dicke Frauen geht darauf oft mit Ekel oder mit Lastereien reagiert. Obwohl das genau dasselbe Kleidungsstück ist und genau dasselbe Outfit und das hält dann einfach das löst eine ganz andere Reaktion aus.
Schon die Video auch gesehen, schon die Person Fedron nicht kannt gehabt, ich so wie ich genau in die Video kommen sehen, schon ziemlich cool fand, ich schon Doriment fand, wie viel verschiedene Outfits an dem Video gewisse gehen, an wie viel verschiedene Sorte von sexy Kleidung da hier kommen. Ich denke, wir verlinken den auch in dem Podcast, da könnt ihr den auch gucken, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Ich mich gewundert, wo ich dann gelesen und dass es eben so ein Backlash ging, als weil ich die Person nicht als enorm dick geholt habe. Ich dachte, okay, das ist am Anfang eine Person, die zwar nicht mega dünn ist, aber einfach relativ Energie mehr in normalen Proportionen hat. Ja. Und hat mich wirklich gewundert, dass es dann so ein krasser Backlash gab. Aber ja, short, weil ich fand das wirklich ein cooles Video an. Mir hat das persönlich auch schon etwas brücht, den zu gesehen, an einfach so ein bisschen Body Positivity halt in eine Richtung von einer Person, die ein bisschen mehr ausgesagt wie ich und halt nicht so ausgesagt wie das, was die normalerweise so gesagt oder Leute, die normalerweise so Kleider gesehen, die halt dann sollen sexy aussehen, geht ja viel um Sexualität, an dem sich gut spüren an dem Video und an dem Lied. Von daher, ja, fand ich schon erstaunlich, weil das dann direkt im Trick geboxt wird. Und du sagst es schon, ja, je nachdem, wie Deckleid sind, aber was für Körper sie haben, und was für eine Norm die passen oder nicht passen, geht dann echt noch mit Ekel, ob es reagiert hat und andere Leute vielleicht als sexy unerkannt gehen. Ich denke, dasselbe ist auch vielleicht ein bisschen mal so Sportkleidung, also Joggingsbox oder Leggings, die kann an dem engen Kontext als enorm sexy geholt gehen, an dem anderen, an du hättest vielleicht dann auch etwas mit Klasse oder mit Ärmel oder Reichtum zu denen, als halt uncool, unsexy, irgendwie lazy, an halt ja aufgewehrt gehen. Ja. Und ich meine mich doch so an dem Thema, wie Leute überholen, wenn sie sich sexy anlegt, also auch Race, also Hautfarbe, ein ganz wichtig Komponent, weil gerade Schwarzfrauen, die mir Hautweisen, die sich sexy anlegen, oft dann mit zumindest verbaler Gewalt begehen wird an ihnen reprochiert wird, dass sie sexuell betreiben an dass sie NRW sehen für bei Klient also an bei weiße Frauen, die sich an ihnen selbsten Outfits kleiden, die Konnotation einfach nicht mischt. Und ich fand so die ganze Diskussion um sexy Kleider also einfach so niemals Spiegel für gesellschaftliche Probleme an Diskriminierungsmechanismen, die man in der Gesellschaft tun, wo das einfach immens gut durchgestaltet wird. So, wenn es bis um Haut geht, an dem Hautweisen, an sich gut fühlen, also sich wohlfühlen, also sich sexy fühlen, dann gehen die schon bestehend Probleme einfach manchmal immens amplifiert. Auch weil viele Leute denken, dass wenn sie sich sexy anlegt, dass ihnen dann anderen Trash gibt, für den Körper zu kommentieren. Wenn Sam Smith vielleicht nicht so viel Haut an dem Video gewiesen hat, dann wäre Leute Männer auf den Zug gesprungen von die Person weiß sein Körper, also mir alle guten Trash zu kommentieren, was natürlich komplette Kabels ist. So, ich kann, wenn ich plakisch durch die Gegend laufen, hat trotzdem noch immer kein Trash, mich einfach ungefroht zu kommentieren. Ich meine, da so etwas, was du immens mal drauf spielst. Dass Sexiness oft das quasi erwartet geht, hey, du gehst dich sexy an, also musst du damit leben, dass man dich kommentieren oder Schlimmeres. Mhm. Also nur mal viel theoretisch geschwärzt, was so allgemein als sexy vorgeholt wird, aber nicht an was für Normen es gibt, die es einschränken und die auch Leute dazu bewegen, andere Leute zu kommentieren, wo sie am Anfang nicht recht tun, das zu machen. Ich freue mich dann immer bei dem Thema sexy Kleidung, was fand ich schon um mir selber sexy, was fand ich ein anderes sexy, auf jeden allem, wieso fand ich das und andere Leute sexy.
weil natürlich gibt die gesellschaftliche Konnotationen gibt ein bisschen das, was so jeder mitkriegt, was man gesellschaftlich halt ja gesund kriegt, das ist sexy und einfach habe ich das Gefühl, dass ich auch so in persönlichen sexy Kleidung Sinn hun von den das will sie nennen, wo ich da so okay da könnte mich obwohl das vielleicht auch gar nicht so gesellschaftlich so konnotiert das. Wie ist das bei dir? Hast du Sachen, die du Leute sexy findest, wo du siehst, okay, das ist so nicht unbedingt der bauchfreien Top? Ich muss sagen, dass also ich fand noch einen bauchfreien Top sexy, aber ich muss sagen, dass ich auch so oversized Sachen immer sexy fand, gerade von nicht gut, also das hängt immer vom Schnitt von den oversized Sachen auf. Mit wirklich oversized Sachen, die oversized sind, und andererseits aber auch den Körper noch immer ein bisschen betonen. Und für mich ist das so, ich fand das immer sexy, weil dann versuchst du, okay, es gibt mal so eine kleine Undeutung von, was kennt Sinn. Und das ist so, keine Ahnung, ich reizt mich da die Manns von Kleider ein bisschen mehr weit sind, weil ich einfach so, hey, wie gesagt die Person aus, wie gesagt ihre Körper aus. Und ich fand doch interessant, weil Leute sich, weil das ist ja eine Decision, weil den ungeht. Und ich fand dann noch immer interessant so, okay, gerade wenn die Leute vielleicht rausgehen und an einen Club gehen, auch da wo ich arbeite, so, weil Leute dann deliberately ein bisschen mehr oversized Sachen haben. Und ich fand das, also ich in einem Grund immens reizvoll, mir schon aber auch noch nicht herausgefunden, für was. Also ich so pur Unhaltspunkte, mir so ganz, wird sich das mal mir noch nicht erschloss. Mehr. Also ich kann das nur toll helfen, weil mir geht es zwar genau dasselbe, ich mich schon das auch noch nicht rausfand. Ich denke aber, dass ein bisschen so den Mysteriefaktor da effektiv mitspielt. Und für mich auch ein bisschen so eine Geschichte von Zähnekleidung aus. Also Ja. je nachdem, was für politische Krise in sich bewegt oder was für eine Krise in sich bewegt, gibt es ja einfach Kleidung, die halt in ist oder die ugesucht ist. Und ich habe das Gefühl, dass das dann schon einfach ein bisschen sozialisiert gehen ist, weil ihn die Leute halt auch cool findet, weil ihn sich den Leute nur spielt, dass den das dann auch irgendwie sexy findet. Ja. Also das ist bei mir auf jeden Fall so. Ich meine, für mich ist es doch so ein Queer-Thing, weil ich das Gefühl, dass so Oversize-Sachen teilweise auch etwas immens Queeres sind und etwas immens so Genderqueeres sind, weil jemand der Kleider ein bisschen spielt und probiert vielleicht bei nicht Cis-Personen Teile für seinen Körper zu verstoppen und andere ein bisschen mehr zu highlighten. Und also ich kann mir vorstellen, dass das bei mir der Reiz ausmischt. Aber du hast aber gerade noch etwas gesagt, was Jurymans interessant fand, und zwar Szenekleider, und zwar wie auf verschiedene Szenen einfach ganz andere Sachen sexy sind und wie ganz andere Sachen teilweise sich äußern, als zum Beispiel ich sehe Schwarmul May, mich sind auch immer ein bisschen an der Goff-Szene dran, und da sind Chinese-Ideale und Sexiness-Ideale, gebe ich mal so, ganz andere wie an andere Szenen. Und das fand ich auch immer interessant, für zu sehen, wie sich da so auch an einer Gesellschaft so von den Communities so stark unterscheiden kann. Mhm. Ja, ich denke, das hängt auch einfach ein bisschen mal so zusammen Gefühl aus, und das erklärt vielleicht auch, wie so verschiedene Leute dann so allergisch reagieren, weil Leute Bands shirt und den für Bands, die sie nicht lauschen. Ich fand das natürlich blöd, also ich fand, ich soll die T-Shirts nur und diese Welle mir, ich verstehe aber, wenn die denken so, oh, die Person hat ein T-Shirt von der Band und die gehört quasi zu Mengem erweiterten Kreis von coole Leute, und dann finde ich irgendwie raus, okay, die gehört aber nicht dazu, die hat den Motivschuss cool fand. Kann ich schon verstehen, dass den dann irgendwie vielleicht nicht so froh darüber. Also ich fand trotzdem, also no judgment, wenn den einfach ein Album oder ein Bandlogo cool findet, dann soll den da ruhig können untun. Wo ich Gefühl und das auch ein wichtiger Faktor aus gerade bei dem Oversized, aber nicht nimmer,
für mich abschiedweise aus, wenn ich irgendwie merke, okay, die Person fühlt sich wohl an der Kleidung, fühlt sich wohl an ihrem Körper, so wie sie ungeduldig ist, das möchte etwas mit mir und das möchte die Person sexy. Und du hast dann wirklich egal, was das ist, wenn das irgendwie stimmig ist, wenn das passt, wenn du merkst, okay, die Person hört das richtig gerne an, das möchte einfach etwas mit dem Erscheinungsbild von der Person und das möchte die Person sexy. Und Ja. ich mengen dat do die oversized Kleider auch oft eine Rolle spielen, weil Leute sich dann einfach mir wohl fühlen, weil halt so ein Hoodie immens bequem ist. Ja, an den auch einfach, wenn ihn an einem Hoodie ist, auch einfach Männer, gerade wenn ihn in der Leute geht, wo vielleicht gerade als Nicht-Mann viele Männer sind, ihn einfach nicht der Risk lebt, für, dass so viele Leute sich dazu Beruf fühlen, den Körper zu kommentieren und ihn die ganze Zeit zu nerven und zu belastigen. Mir, ich gehe da absolut recht. Ich fand die Kleider natürlich interessant und schon die Fashion interessant. Mir so am Endeffekt fand ich es für allem wahnsinnig sexy, wenn eine Person sich wohlfühlt und wenn sie eine Ausstrahlung hat und eine Energie, die mir so passt und die ich cool fand. Und dann hört er am Anfang, da kennt die Person auch einen Grundpräsag unholen, also sie kennt den Grundpräsag komplett rocken und ich gebe mega sexy von. Was ich auch mega interessant fand, wenn ich so drüber nachdenke, was ich mir sexy fand, ist so die Motivation für mich sexy zu tun, so die das Dinge von, denen ich mich für mich tun oder für andere und auch wenn ich muss überlegen, wegen Occasionen ich mich sexy tun. Joel, wenn idest du dich sexy un? Das ist ein gut froh, wenn ich oft gefühle und dass ich mich nicht immer sexy bin. Wann da vielleicht echt so auf den Nervös zielen und denken, okay, falls es zu einer sexueller Handlung soll kommen, haut, dann hat man es cool in der Wäsche an. Es gibt schon Momente, wo ich denke, okay, ich stimme mich schick an oder ich stimme mich so an, dass ich mich selber sexy drauf fand oder man es gut aussehen drauf fand. Das sind dann echt Momente, wo ich vielleicht rausgehe, wo ich in der Leute gehe, wo vielleicht auch den Ulla so ein bisschen mehr solo feierlich ist, und das ist vielleicht das falsche Wort, aber zum Beispiel eine Geburtstagsparty oder so irgendwie ein Gathering von Leute, die ich gerne habe, wo ich froh bin, sie zu gesehen habe, wo ich vielleicht nicht so oft gesehen. Das sind dann echt schon die Momente. Ich muss so an den letzten Jahren, auch pandemiebedingt, sind ich relativ wenig auf größer Partien oder so rausgegangen. Das heißt, die Momente wären in letzter Zeit effektiv nicht so vielfältig und dementsprechend habe ich mich auch nicht dann so drum gekümmert, mich unbedingt immens sexy umzudrehen. Wie ist das bei dir? Ich muss sagen, dass ich am Anfang so 2 Occasionen am Anfang und dann noch 2 unterschiedliche Motivationen. Die erste ist am Anfang, dass ich einfach tags aufstehe und ich sehe so, ja, heute fühle ich mich richtig gut und heute will ich das dabei dann verweisen. Und das ist dann einfach mehr so für mich so das Dinge von, dann sind ich auch sind ich mega overdressed für am Duni und das ist mir dann einfach egal. Ich sehe so, ja, ich habe mich heute mega gefühlt. Und ich wollte das heute einfach und ich fühle mich heute mega sexy und mega gut da dran und es steht heute nicht drin, ich wollte das aber trotzdem ausleben. Auch weil das nicht, es geschieht mir von Zeit zu Zeit, mit das aber nicht, dass man das 3-mal durchgeschieht und dass ich dann kannst du so, heute fühle ich mich da sexy, mir heute gehe ich dem auch nicht no. Das heißt, es geschieht schon selten genug, dass ich sehe, oh, heute fühle ich mich schick so, da will ich das auch weisen und davon profitieren. Und ich meine, die zweite Occasion ist, indeed, wenn ich rausgehe, dass ich mein Kleider am Anfang als ein Zucht Instrument ersetzen, für mich besser zu fühlen, dafür mehr erstmal rauszukommen. Das heißt, dass ich wirklich mich an den Kleider, dass ich Kleider unnehme, an denen ich mich wie selbstbewusst fühle, an denen ich mich wie sexy fühle, für einfach, weil ich rausgehe, dass ich da auch wohl einfach wie Laber sehe, aber ich bin wohl fühle, all bei was Leute al Gespräch kommen, all das hilft mir persönlich da viel. Für eine gute Zeit zu holen, weil ich nicht hingehe, für mich einfach mich wohl zu fühlen. Ja, das hängt bei mir aber mega davon auf. Aber ich muss auch so auch wegen Hoodies, die ich auch wegen dem Alltag, so mein Standard-Outfit, das ist der größte Hoodie, ein Jeans, darauf fühle ich mich auch sexy.
Ich habe Hoodies mega gern, ich habe Oversized Hoodies gern. Auch daran kann ich mich sexy fühlen. Mir ist selbst angefallen, ich habe mich für Halloween verklebt als ein Charakter, als ein Videospiel, an den hört eine geringe Paltung und ich habe mir dann billig eine geringe Paltung auf einer Second-Hand-Plattform geklickt. Und ich mich nicht immens sexy gefühlt aus sich, weil das also kein Charakter, der soll sexy sein. Mir ich fand, dass die Paltung, den hat irgendwie so gepolstert Schöllere gehabt. Und da können sich direkt viel mehr stark und mehr groß und mehr breit für. Und ich fand das schon spannend, wenn Verkleidung dann irgendwie, selbst mal denken möchte, okay, ich fühle mich am Anfang ein bisschen mehr selbstbewusst, einfach just, weil ich ein bisschen mehr breit Schöllere habe, weil meine Paltung das möchte. Das ist schon einfach interessant, was Kleidung so mal Dinge merken kann. Aber wie das dann noch, obwohl er dann von kein Kleidungsstück ist, was soll sexy sein, dann trotzdem möchte er den sich, ob man es mir selbstbewusst fühlt. Ja, ich schon das ganz stark gemacht. Ich schon pur von Heels. Und das sind keine Mega-Heels. Das ist einfach, das sind so richtig schön Goff-Heels am Anfang so. Das heißt, das ist ein dick Sohl und dann ein Talon. Und den Talon ist schon heiß, aber auch weil das Sohl so heiß ist, möchte am Anfang nicht so, also den Effekt von Talon ist ja am Anfang, dass sich auch nicht hält und das Brust und Hühner am Anfang ein bisschen mehr betont gehen. Das machen die nicht unbedingt so krass, weil dann so, ich stehe nicht so bei den Spitzel, obwohl ich schon heiß bin. Aber sobald ich die Schock uldeel, ich fühle mich, wie weil ich kein Bierjob beklauen. Also die Schock, die sind immer, also ich mache am Anfang nicht viel aus Schock. Aber das ist wirklich schon von meinem Lieblingsschock, weil ich mich so wohl fühle in den Schock. Und ich kann den schlapperigsten Look ever holen und dann die Schock holen. Und ich fühle mich einfach, wie weil ich alles kann machen. Ich fühle mich so gut, also stark dran, also badass. Und das ist schon wirklich quasi beängstigend, welche größere Effekt das Kleider ob unser Mindset an als Ausstellung können hun. Also vielleicht auch einst du gar nicht, stimme ich sexy und weil ich mich gut fühle, aber ich fühle mich gut, weil ich mich sexy ugedo hun. Also einst du also den Cause and Effect vertauscht. Genau, das ist wie gesagt meine Strategie für wenn ich rausgehen, weil ich kannst du aber mitsehen und nicht unbedingt will Leute, also ich will Leute kennenlernen, wie dann will ich einfach eigentlich nicht. Und dann, wenn ich mich dann undehne, dass ich mich gut fühle und dass ich mich empowered fühle, dann gehe ich direkt viel mehr auf andere Leute zu. Und dann benutze ich, wie gesagt, meine Kleidung mega als ein Instrument für die Seite aus mal rauszuholen. Werde ich mich gefragt und Milo viel über sich wohlfühlen geschwärzt. Es gibt ja auch den Fall, der die Sachen umgeht, wohin sich nicht so wohl drauf fühlt. Du hast zum Beispiel High Heels angeschwärzt, dass das ja oft dann nicht so angenehm für lang durcheinander zu laufen. Da gibt es heinst ja das Argument, ja, wir müssen das ja just kurz un, also zum Beispiel, wenn in Date hört und dann da rechnen, dass die Sachen dann demnächst ausdoen kann, beziehungsweise ausgedoen kriegt. Hast du so Kleidung auch? Oder so Situationen auch schon erlebt? Also, ich habe keine Kleider, die ich nicht gerne undehne und die ich da just für andere undehne. So im Sinn von, okay, ich kenne das hier sowieso gleich. Ich habe natürlich auch Kleider, wo ich mich emotional immens wohl drauf fühle und körperlich auch nicht so. Also ich schon für allem aus meiner Golfzeit und stehen die auch heute noch von Zeit zu Zeit wirklich gerne immens viel Kochsagen. Und ich fühle mich emotional immens wohl an Kochsagen. Ich habe gerne, dass sie fast sind. Ich fühle mich, das beruhigt mich echt immens. Vor allem, je mehr fast sie sind, desto mehr wohl fühle ich mich dran. Ich noch kannst du dem nur was mein Daily Gender ist immens gern, für das so zu schnüren und das so zu betonen. Mit körperlich fühle ich mich aber natürlich nicht wohl dran. Also ich merke noch, dass mein Körper in einer Zeit einfach sieht, hey, das ist so gut, du musst du raus. Mir das dann aber den Preis, den immer wert ist, weil ich das im Endeffekt immer für mich machen, weil ich wirklich gerne machen. Und schließlich, ob ich persönlich gebe mich nicht für 8 Stunden an eine Kochsage zwangen, just für eine andere Person einen Gefallen zu machen. Das wäre mir nicht wert und das gebe ich auch nicht machen, weil du für erstmal Preis-Leistung dann irgendwie das Verhalten ist mir dann nicht wert. Aber wenn ich es für mich mache, ist mir das wert.
Wie ist das bei der? Ich meine tatsächlich an meinem Kleiderschaf nicht, wo ich mich nicht ob manst Hallefies gut drauf spielen. Also es gibt natürlich immer welche, die vielleicht mehr Angers an ich will auch nicht unbedingt so okay, das ist die bequemsten ever, ich will daran schlafen, aber sonst geht das nicht ganz viel. Mich kann das gut nur vollziehen, wie du das siehst, dass das du so ein Trade-off ist, der den sich gut drauf spielt, obwohl er sich körperlich nicht so gut aufhielt. Und das ist ja auch voll okay. Also das ist ja auch voll okay, seine Grenzen da ein bisschen auszutesten, solange sie nicht überschreitet, also solange ihn halt auch auf seine Gesundheit aufpasst. Also je nachdem, was den kann das halt einfach einen Effekt tun. Und das ist dann auch gut zu wissen, wie ich da den Sachen kann ausdauern. Aber vielleicht auch gut einfach zu probieren, wenn den länger irgendwo hingeht, der den einfach Würstelkleidung dabei hört, der den für ihn zu gehen bequem schon dabei hört, so Sachen. Genau, also schon ein Tefisch geht an Dauer mit auch bei mir immer die Corsagen, also ich mache das nicht 3-mal die Woche, weil da wäre es nicht mehr gesund und dann gibt es eventuell bleiben Schiert lassen und das will ich nicht auch gehen, das ist mir definitiv nicht wert. Wie wenn ich da aber einmal den Mond, 10-mal den Mond Corsagen hun für einen Abend, dass mein Körper kriegt davon keine bleibende Schuld. Und ich gucke noch immer, dass ich aber, wenn ich gerade von Schicht wohin gehe, dass ich mir da vielleicht an eine Tasche ein kleiner Jutebeutel stierchen, wo ich den Kochsasch kann, worst case sicher drauf verstauen, wenn ich mich aber dezidieren, ihn auszudoen, weil ich mich einfach dann körperlich nicht mehr so wohl darauf fühle. Das heißt, ein Plan B dabei zu haben, gerade wenn ich weiß, dass ich in einer Zeit in der Weh und dass ihn sich eventuell körperlich irgendwann nicht mehr wohl drauf fühlt, obwohl er sich emotional drauf wohl fühlt, dass ihn dann einfach eine Person dabei hat. Joel, ich finde das halt so, dass ich mich gut nicht sexy fand, mir das andere Leute mich dem Moment aber jemand sexy fanden. Kannst du das? Und wie fühlt sich das für dich? Ja, ich kenne das und ich fand das immer ein bisschen komisch und ein bisschen schwierig. Und einerseits freue ich mich aber auch, also für Namen könnte das von Personen, wo ich es gut fand, wenn sie mich sexy fanden, aber die ich auch sexy fanden, wo du eine Relation gibt. Aber das ist dann einfach so schwierig, weil ich mir denke, okay, ich fühle mich gerade, ich bin irgendwie da, ich habe einen Joggingsbox und einen Hoodie und ich fühle mich gerade nicht sexy. Ich sehe vielleicht auch nicht unbedingt frisch geduscht oder so. Und habe einfach das Gefühl, okay, ich bin eigentlich irgendwie so blob und nicht immens sexy. Und mit an das weiß ich nicht nach alles. Und die andere Person sagt dann, wow, du wirst mega sexy, ich gebe gerne hier und da mit dir machen. Und ich selber ist dann ein bisschen so, okay, wie könnte der Schuh am Anfang überhaupt kein vorgemäht, wie sexy zu sein. Also das ist nicht, dass das mich enorm steuern und man so in den Situationen, wo das mir passiert nicht, aber das ist einfach immer ein bisschen komisch. Wie ist das bei dir? Ich weiß so, ich finde das meistens, wenn meine Erstehung gerade ein bisschen kickt, weil meine Erstehung was jemand so verzerrter Selbstwahrnehmung herkommt. Das heißt, dass ich mich da wirklich den Klischee fühle, ich sehe mich auch nicht am Spiegel und ich weiß, dass das, was ich am Spiegel gesehen habe, da wo ich dann spricht. Aber so, das trotzdem dann immer ein bisschen ein Brainfuck, gebe ich mal so. Und weil Leute mich dann sexy fallen, das ist dann auch einfach egal, ob das Leute sind, mit denen ich so eine Beziehung habe oder Leute, mit denen ich keine so eine Beziehung habe, dann möchte ich das immer immens durchnehmen, weil ich das sind so, dass, weil meine Erstehung dann natürlich auch immer für Selbstzweifeln begleitet wird, der ganze Rattenschwanz, in der man sich zieht. Und an dem Moment, da möchte ich das dann, einerseits bin ich natürlich froh, weil Leute mal so, hey, du bist, ich fand dich sexy, ich fand dich unzählig, ich fand dich attraktiv. Und andererseits möchte ich mich dann einfach immer ein bisschen so noch mehr durchnehmen, so ich mal so, weil ich dann so an meinem kleinen Loch sitze, dass ich da dann von gut nicht leben kann, weil ich fand mich in dem Moment gut nicht sexy und was aus mit den anderen Leuten falsch, dass die mich nur so unzählig fanden. Eine andere Situation, die man da einfach auch in den Kopf könnt, aus der, wenn ich mal am Anfang, wenn ich mich gut nicht sexy undun und wenn ich wirklich
einfach just existieren und viben und andere Leute von dem jemand sexy und sexualisieren mich dann. Wenn ich mich selber sexy undehne, für zum Beispiel rauszugehen, da sind ich darauf gefasst, für dass andere Leute mich eventuell sexualisieren, damit man flirten und mich sexy fanden, weil so, ich mich so gedo und ich finde mich auch selber, dem Moment, jemand sexy. Und was mich dann einfach mehr durchgenehmigt, als wenn ich in einem Funk nicht drauf kommen lasse. Und wenn ich just existieren, aber Leute aufhängen, mich jemand sexy zu finden und mit mir zu flirten. Kannst du da doch oder wie fehlt es statt für dich schon? Ich kenne das nicht so viel, schon aber schon so Situationen gehabt, wo Leute relativ random angefangen haben, mal zu flirten und ich mir gedacht schon, okay, flirt die Person gerade wirklich mit mir an, weil das lass mit dir an, ich sie mit an, können wir manchmal mit was auch immer für eine soziale Interaktion man gerade hatten, weiterfahren an back to business gehen. Das, also ich kann mir schon vorstellen, wenn das oft passiert, dass das einfach auch nervt an den dadurch einfach nicht braucht und nicht will. Das natürlich immer, also ich fand immer schwierig, dann zu unterscheiden, okay, was kann ich als Kompliment abfassen, aber was stresst mich einfach just. Ja. Weil einerseits sage ich mir, okay, das ist ja schon cool, wenn ihr mich sexy findet und ja, merci, aber ich brauche das aber auch nicht immer. Und das heißt du auch, ja, dann schwierig zu wissen, wo hier könnt das an was treibt dich oder so, mal zu flirten oder mich sexy zu finden. Ja, also ich schon also die meisten Situationen, wo mich dann so jemand steuert, als wenn ich schon am Konto schaffen, ob Menge Arbeit. Und wenn ich einfach just, also mein Arbeitsoutfit aus ein Jeans an der Polo von der Platz, also meinem Logo, wo ich schaffe, was absolut nicht an das fällt, was man so klassischerweise in der sexy Kleider verstehen. Und da könnte man dann wirklich oft für, dass Leute immer so fängt, um zu flirten und mich zu sexualisieren, wo ich einfach so, hey, ich will dann von just dein Getränks verkaufen und gucken, dass Schiedverein eine gute Zeit tut und dass Schiedverein sicher ist. Und ich will einfach schaffen, auf Weibeln. Und dort, das erwischt mich dann auch immer so ein bisschen off guard, weil ich dann, wie gesagt, ich gehe auf da bist oder auch wenn ich einfach rausgehe und mich aber nicht sexy und so, ich gehe just raus und ich will mich mit Freunden treffen und ich sehe nicht darauf angestellt, für dann mit Leuten zu flirten und mich von Leuten sexualisieren zu lassen. Und das, also ich noch kein gute Weg von, wie ich damit soll umgehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das fällt mir auch schwer, da du irgendwie einen Tipp zu geben. Ich meine, geht auch nicht wirklich einen außerhalb den Hinweis und Leute, gerade wenn da mit Leuten sind, nur die erst gegenüber an einer Position sind, wo sie nicht unbedingt muss tun, und das betrifft einen Mojiterin, den irgendwie an der Serviceindustrie schafft. Also wenn ihn nicht serviert, dann flirt nicht mit der Person, weil die Person auch so gewiesen ob Trinkgeld, die so gewiesen darüber, dass nicht von ihrem Chef Panz gehabt kriegt oder rausgeworfen wird, weil sie irgendwie nicht fein mit dem schwer. Und du gehörst einfach nicht mit den Leuten zu flirten. Also ich fand, das einfach so, das gehört nicht. Und wenn da eine Person unheimlich flott fand, dann Fleisch schreibt er in Zettel und dann kann sie sich nur am Ende von ihrer Schicht bei ihr schmellen, wenn da unbedingt mengt, das müsste sein. Weil ich auch nicht weiß, wie steuernd das. Das wäre mal wohl voll leibend, das gebe ich so keiner süß von, weil das mal bis so noch nicht geschieht. Das gebe ich immens considerate von. Joel, fällt dir das nachher besonders zu sexy Kleider? Mir fällt nicht mehr zu sexy Kleider an, mir fängt nach der letzte Punkt auf meiner Liste an, den ich wirklich nicht mehr verknüpft kriege mit dem, was wir alles geschwärzt haben. Du also das ist ein Interview an der Vogue und du haben sie 4 nicht-binär bzw. queer Modellen interviewt, wie das bei ihnen so aussieht, wie Kleider sie ugedo kriegen und ich denke, den flinken Regie einfach von der Welt bisschen mehr über die Modewelt gewohnt gehen, wie es nicht binär als Model zu sehen. Da könnt ihr das lesen, schon das ich was spannend fand.
aber es passt nicht so richtig mehr zu dem, was wir alles geschwärzt haben. Ich freue mich schon definitiv für den Artikel zu lesen. Dann gebe ich so ein, wäre mal für heute fertig. Hallo, könnt nach eine wunderbare Rubrik vom Kali, wenn ich mich nicht irren. Ja, für den muss ich ausdauern, weil es geht Self-Exam von Brust. Und ich meine, dafür, der wir keine sexy Kleidung unhören, muss ihn sie ausdauern. Genau. Passt auf euch auf, habt ganz viel Spaß mit euren sexy Kleider und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann. Adi. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to? Brust selber auftasten. Das rekommandiert einmal am Monat die eigene Brust aufzutasten. Auf Englisch nennt man das Breast Self-Exam, also Brust-Selbstuntersuchung. Das ist als Vorbeugung für Brustkrebs. Brustkrebs mischt ungefähr 30% von all Krebs bei Frauen aus. Also all 8 Frauen aus davon betroffen. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass, wenn der Brust tut, ein mit dem Thema Brustkrebs konfrontiert können gehen. Aufgepasst, hier noch ein kleiner Disclaimer. Nicht nur Frauen und nicht-binäre Personen mit Brust können Brustkrebs kriegen. Auch wenn ihr eine Mastektomie hat, also die Brust verkleinert oder waschgeholt kriegt, hat ihr ein erhöhtes Brustkrebsrisiko und sollt regelmäßig seine Brust auftasten. Außerdem können auch Cis-Männer von Brustkrebs betroffen sein, wenn auch viel Männer. Wie tascht den auf? Wenn der eine Menstruation hat, dann ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Nicht eine Woche bevor ihr anfängt zu menstruieren, weil da sind Brüste mehr geschwollener klumpig. Weil Brüste haben auch einen Zyklus. Das könnt ihr an der Rubrik How to Boob Cycle nachlauschen. Dann, es gibt nicht den mega richtigen oder falschen Weg, die eigene Brüste aufzutasten. Das Wichtigste ist, dass ihr nicht regelmäßig müsst, für Veränderungen zu erkennen. Hier aber ein paar kleine Tipps. Wenn der nicht mehr mit den Fingerspitzen auftascht, kann es sein, dass er einen Platz verpasst. Dafür benutzt er ganz Hand für zu drücken und so rundherum aufzurollen. Dann geht von Bausen nach Bannen, und das von allen Seiten. Und vergisst nicht die Gegend von den Achseln und Nippeln. Wenn ihr einen Knopf oder Knurrt entdeckt, dafür diesmal keine Panik. Brüste machen das die ganze Zeit. Wenn ihr regelmäßig ihr Brust auftascht, und genau dafür ist das wichtig, könnt ihr gut unterscheiden zwischen ihren normalen Knuppen, Knirrt und Klumpen, und zwischen verdächtigen Knuppen. Ein verdächtiger Knurrt fühlt sich wie ein Stehen oder ein Kiesel stehen, er lässt sich nicht so gut rundherum bewegen. Wenn ihr einen neuen Knurrt entdeckt, den ihr Sorge berät, oder ein Knopf, die schon wie lang da ist, da geht am besten bei Gynäkolog oder einer Gynäkologin. Sie werden erst Brust auftasten, aber wahrscheinlich ein Mammogramm oder ein Ultraschall von der Brust machen. Keine Angst, das ist für dich mal nicht invasiv, also es wird nicht mehr von außen geguckt. Er Brust wird dabei ein bisschen hin und her gedreht. Und auch wenn ihr dann den Knurrt müsst fortwählen, gehen es halt sicher und unkomplizierte Methoden, das zu machen. Wer den Brustkrebs mir sehr erkannt, wird ihn mir einfach zu entfernen ist. Dafür lernt er Brust besser kennen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Er Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue ich mich immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kinder und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiven und sexueller Gesundheit. Das Ministerium für Education, Kinder und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.